Viele sind auch Samarias Sachen wie mit Gottes Halb, wo ein Schriftgelehrter Jesus früher wohnt von all den Geboten dort wichtigste wir. Und Jesus sagte ihm dann, dort wichtigste ist das. Du sollst den Herrn dienen Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit allen Gedanken und all deiner Kraft gut sein. Und das ist das wichtigste Gebot. Und das zweite ist das, du sollst deinen Nächsten so gut sein als die Salz. Du hast kein greiteres Gebot als diese. Und obwohl seine Antwort zwei Teilen hat, haben wir uns auf den zweiten Teil konzentriert. Und du sollst deinen Nächsten so gut sein als die Salz. Und wir sagen dort, unser Nächster, jeder Mensch ist, ob Christ, ob Freund, ob Bruder oder Schwester oder ob Feind. Und wir sagen auch dort, um diesen Befehl zu halten, müssen wir erstens darüber nur denken, wo wir an Salz sein und behandeln dann. Und dort dann vergleichen mit, wo wir andere sein und wo wir die behandeln dann. Und wir müssen auch die Life betrachten, die zwischen uns und unserem Nächsten ist. Wo soll die Life sein? Das soll eine Agape-Life sein. Und was meint das Wort Agape? Oder was ist so ein Life dort? Krieg, bedingungslos. Ja. Bedingungslos meint, ich will die Life haben, kriegen dann, was du mir das. Oder was du von mir denkst. Weil ich die Life haben und die gut sein. So sieht der Agape-Life, der Jesus Christus von uns verlangt. Wir sollen so ein Life haben für Gott und auch für unseren Nächsten. So Jesus will uns beibringen, wo wir reich leben können. Und das fordert, dass wir an diese christlichen Agape-Life wachsen. Wir machen das auch persönlich anwenden und ausleben. Und kriegt das, weil wir von der Samarias mit Gottes Hilfe taub und Ezekiel, wo wir an Life wachsen können. An den Anleitungstext los wie wo wichtig Life für unseren christlichen Wandel ist. Wir lesen zum Beispiel in Vers 1 bis 3, die Verse, weil ich werde für uns lesen, das mal applaudit. 1. Korinther 13, Verse 1 bis 3. Wenn ich mit Menschen in Engelssprachen reden kann und über nicht live hat, dann wie ich nicht mehr als ein Bimmel oder eine Klingelschal. Und wenn ich eine Prophetenguf habe, dann wirst alle Geheimnisse, hat alle Erkenntnisse, hat einen Glauben, Beute versagen, und über nicht leichtelig wir, dann wird das mit mir noch nicht. Wenn ich alles, was ich habe, die Arme gebe, in meinen Körper Hand gebe, zu verbrennen, und die Menschen nicht gut wir, dann halt mir das nicht. Alles, was wir ohne Leib tun, haben wir Gott keinen Wert. Kriegen dann, wo groß die Sachen sind und wo mächtig die Sachen sind. Kriegen dann, was wir tun, wenn wir dort aus anderen Motiven tun, dann hat es bei Gott keinen Wert. Und deswegen ist es für Gott so wichtig, dass unsere Motive für alles live ist. Und dann in den Versen 5 und 8 erklärt Paulus, wo so ein Live looten soll. Und wenn unsere Motive nicht mit diesen Leibeigenschaften oder Merkmale übereinstammen, dann sind unsere Motive Arien. Kriegen dann Wort wieder. Und von der auch nächste Sinn nach, wo wir diese Leibeigenschaften betrachten, die wir in 1. Korinther 13 fängen. Und während wir das tun, wo wir uns Salz prüfen, um zu sehen, ob uns Verhalten und Wandel mit Leib getan wird. Ob unsere Motive rein sind und ob wir noch zu wissen haben. So werden wir mit Vers 4 anfangen. Liebe ist, was sagt er da? Die Liebe ist langmütig. Dankeschön. Auf Englisch wird eine sein long-suffering. Long-suffering. Und plötzlich sagt er, Liebe ist geduldig. Aber zu mir sagt das Wort long-suffering viel mehr als geduldig sein und langmütig sein. Long-suffering direkt übersetzt meint langliedend. Und da braucht reine Leib geduldig zu bleiben und lernen, wo wir lang leiden müssen. Und ein Schreiber erklärt, dass diese Geduld uns hilft, Versiegungen zu bekämpfen, die uns über eine längere Zeit proben, raufzuran.
sollten wir uns so wie drauf bringen, dass wir durchkommen und sagen, er kann nicht wieder. Er kann nicht. Und aber wenn wir so ein Leibesstadt an uns haben, dann können wir doch wieder. Und wenn wir uns die Zeit nehmen würden, um die alltäglichen Dinge zu denken, wo wir als Christen Geduld brauchen, dann würden wir eine lange Liste durchschreiben können. Zum Beispiel, vielleicht wo wir bei unserem Arbeit stehen, schlecht behandelt. Menschen versuchen uns auszunutzen, wie sie weiten, dass wir Christen sind. Das ist mir mal passiert. Und das ist dann schwer. Wo reagiert einer dann? Vielleicht tun unsere Kinder oder Jugendliche rebellische Dinge, worüber wir nicht zufrieden sind. Sie weiten gut, was unsere Erwartungen sind, aber wollen sein, wo weit sie damit gehen können. Habt ihr das mal belebt? Und dann muss eine sehr viel Geduld haben mit den Kindern. Und Life, und Gnade und so weiter. Was sind noch andere Beispiele? Wo müssen wir als Christen Geduld üben? Ehepartner? Ja. Ja, wir sind nicht vollkommen, nicht? Und unsere Ehepartner sind auch nicht. Und wir müssen manchmal sehr geduldig sein und Gnade wiesen. Eine Lernstunde. Oh, du wirst noch gleich ein bisschen mehr geduldig sein, nicht? Oder im Traffic, wenn eine fahren dort, kriegen dann wo langsam die fahren dann und wo schleich. Manchmal ist es schwer, geduldig zu bleiben. Oder wenn wir lang krank sind, oder unsere Kinder lang krank sind, oder die Älteren, und wir beten und wir pflegen zu Gott, Gott, bitte, halt mich. Und wir würden gleich, wenn Gott kurz eingreifen würde, uns helfen würde. Und er tut nicht immer so, was wir wollen. Oder wenn wir Geschwister haben, oder Eltern haben, oder Kinder haben, die noch weit von Gott auf sind, und wir beten ernstlich dafür, dass Gott ihnen raten wird. Und er tut nicht für uns. Aber er redet die Horten. Und wir alle müssen über Jesus ihn auch persönlich annehmen. Er hat unser Leben als Krieg so. Einer wird noch viel mehr Dinge erwähnen können, und wir alle brauchen Geduld, um so eine Situation durchzukommen. Aber wenn wir die Menschen lieb haben, die uns schlecht behandeln, zum Beispiel, und uns dort, die uns dort Leben schwer machen, dann gibt Gott uns extra Kraft und Gnade durchzukommen. Geduld wird auch unter den jährlichen Frucht aus Galater 5 erwähnt. Und wenn wir an Frucht denken, dann, was sind die seitste und beste und scheinste Frucht, die wir nicht eierplacken, dann bad wird? Weil die Rieb sind. Da wird auch nicht immer nach. Wir müssen geduldig sein und warten, bis die Frucht rieb sind. Und dann können wir die plagen. Dann schmecken die übergrülich sein. Die sind seit, die sind wunderbar, aber dort verlangt Geduld. Leib ist geduldig. Zweitens, Leib ist freundlich. Und das originale griechische Wort, was hier als freundlich übersetzt wird, hat mit deinen zu tun. Wisst ihr das? Und diese Art christliche Freundlichkeit bedeutet, dass wir sollen wahrlich sein, von Gott gebraucht zu werden und dass wir Gott mit einer guten Einstellung dienen. Manchmal, wenn wir von freundlich sein denken, dann denken wir, okay, wir müssen bloß einmal schaftig sein. Aber das ist nicht, was das Wort hier meint. Wir müssen wahrlich sein, von Gott gebraucht zu werden und dann auch mit einer guten Einstellung. Das wird so eine Freundlichkeit bedient. Dort wir würden immer bereit sein, ein Segen für unsere zu sein. Dort wir würden so eine Einstellung haben, dort wir zu Gott beten würden, Herr, komm mal, ich sehe bereit, wenn die Worte für mich hast, eine Abruf für mich, ich sehe bereit, dort zu tun. Ich sage ja und Amen, bitte brück mich, dass du dort warst. Hast du leicht so eine Einstellung einmal zu haben? No. Was glaube ich, warum haben nicht mehr Menschen so eine freundliche, christliche Einstellung? Und was fehlt dort?
ja, Liebe, nicht? Liebe zu Gott und Liebe für unseren Nächsten. Das Krieg, woran es fehlen wird. Nun, das darf sein, was bleiben dann bloß die Aschers müssen immer freundlich sein, nicht? Müssen immer schaftig sein, dass die Besucher immer willkommen fühlen dann hier an der Kirche. Aber das stimmt nicht mit Gottes Wort. Alle Kinder Gottes sollen freundlich sein. Da meint so viel, dass wie andere Wesen sollen, wer an uns lebt, right? Jesus lebt an uns, wir sollen andere Wesen durch unser Wird, den Handel und so wieder, was er für uns zu tun hat, dass wir am Herzen Frieden haben. Frieden. Das wird uns nicht immer so sehr scheinen, als manche der, aber doch soll wir immer freundlich sein. Um Sinne also sei leicht zu sein, besonders zu anderen Kinder Gottes, nicht? Also nicht so dort. Aber dann, wenn Montag ihr Stuhl essen, wie war da bei der Arbeit sind oder bei der Schule sind oder Tüß sind mit den Kindern, dann ist es nicht immer leicht freundlich zu sein und schaftig zu sein. Aber das Krieg so wichtig, dass wir in so einer Städte auch freundlich sein, so dass wir besonders die Weltmenschen wiesen können, was Gott in uns zu tun hat. Und dass wir Frieden im Herzen haben. Dass wir Jesus in Leben Charakter in uns wiesen können. Und durch uns wiesen können. Leib ist geduldig, Leib ist freundlich, und drittens, Leib wird nicht ewig. Oder Leib ist nicht aufjänstig. Und das stimmt mit, was Paulus in Galater 4, 25 und 26 sagt. Wenn wir am Jes leben, dann werden wir auch am Jes wandeln. Dann brauchen wir nicht mehr ihr in unseren Siegen, wodurch aufgangs in euer kommt. So Menschen, die aufjänstig sind oder ewig sind, die sind meistens unzufrieden. Die sind mit ihrem Leben unzufrieden. Sie wissen nicht, dass die Dinge dieser Welt nicht befriedigen können. Und deswegen werden sie immer dort, wo andere haben. Wirst du glauben, dass das anderen glücklich merken wird. Aber das geht nicht anders. Dann kriegt einer so was oder kauft einer sich so was und einer ist ein bisschen schaftig für ein paar Dell und dann als das war der Krieg, so ist das wieder, nicht? Also nicht so dort? Einer gleich, wenn ich dort würde haben, dann wird mein Leben gut gehen. Einer kauft sich dort und ein paar Dell Luther, dann hast du Krieg, so ist euer. War der euch geschmerzt? Paulus sagt in Philipper 4, Vers 11, ich rede nicht, wie es mir wird fehlt. Ich kann hier zufrieden sein, wo immer mir das geht. Und so eine zufrieden sein kann bloß dann, wenn wir Jesus Christus haben, nicht? Also nicht so dort? Ja. Aber nicht. Wir machen unsere Augen auf ewige Dinge festhalten und nicht auf die weltlichen Dinge, die immer weiter vergehen wollen. Und wenn unsere Säule ganz an Christus zufrieden ist, dann wollen wir nicht mehr all die weltlichen Dinge immer jankern, was andere haben. Und hier will ich sagen, wir müssen abpassen, das ist nicht artig, feine Dinge zu haben. Das ist nicht eine Sinn, wohlhabend zu sein, gut auf zu sein. Aber wir müssen weiten, dass Dinge uns niemals Frieden geben wollen, niemals eine wirkliche bleibende Frieden geben wollen. Die luten uns ladig von Bahn. Bloß Jesus Christus kann unsere Seelen befriedigen, so dort fehlt. Paulus schreibt an Timotheus in 1. Timotheus 6, Vers 6 und 7, und sage, als dort ein großer Gewinn, den Christen glauben in Frieden zu haben. Wir haben nichts in diese Welt gebracht und deswegen können wir auch nichts mit rücknehmen. Ein Glück. Dass wir nichts mitnehmen müssen, wenn wir von dieser Welt in unsere ewigen Heimat tragen. Wir können nichts mitnehmen. Wir haben nichts, was hier in dieser Welt gebracht und wollen auch nichts mitnehmen können. Und bloß wie wir Christen sind, meint nicht, dass wir nicht mit Aufgangs versagt wollen. Eifersucht oder aufjänstig sein, hat nicht immer mit physischen Dingen zu tun. Right? Oder hat es immer mit physischen Dingen zu tun. Worüber kann ein Mensch aufjänstig werden?
Ja, Guven, nicht? En krijg dit horen die kinderen zo'n grote trouble met. Die wollen alle die beste Guven haben. En Paulus sagt, ik kan nog wat beter voor jullie. En dan fängt an, über Life zu reden. Was noch? Guven, was noch? Authority vielleicht, nicht? Autorität. Anerkennung. Ich versuchte den Aufgang konnte Hass und Spannung in eine Kirche bringen. Und führen. So eine Menschen verjährten, dass die abgehoben eine Kirche haben, und Authority eine Kirche haben, und die haben auch Wort. Nicht bloß abgehoben und Authority, die haben auch Wort. Responsibilities. Verantwortungen, nicht? Die Dinge sind immer taub, immer verbunden. Und einer denkt immer, wenn ich würde die Vorsitzende sein, wenn ich würde im Vorstand sein, dann würde es anders sein. Kriegst du es die Politiker immer sein, nicht? Wähl für mich, dann wird es anders lauten. Und dann wählen die Menschen für Arme, und dann kommt er durch und dann bleibt er, meist kriegst du es das wieder. Wenigstens dann seien sie erst, wo schwer das eigentlich ist, was zu tun. Besonders wenn man mit einer großen Gruppe Menschen zu tun hat. Das ist nicht so einfach. Du sind Verantwortungen. Leder in der Kirche sind dafür verantwortlich, wo andere durch ihre Leitung beeinflusst werden. Wo die leiden dann. Sie brauchen an sich Gebete, dass Gott an helfen wird. Sie brauchen auch ans Help in unserer Stattung, damit sie noch besser leben können. Und Gottes Wort sagt, sieht nicht eine Sieg, in ihr jiet sich für meine acht den nächsten Herrscher aus Jünd selbst. Philipper 2, Vers 3. So bitte, weil wir bitte wieder beten für die, was abgerufen an die Kirche haben. Ob die Ascher sind oder im Vorstand sind oder mit den Soundschaffen da, ob die sind noch schon Lehrer sind oder Lehrer sind, die, was mit der Jugend taubschaffen da, weil wir für einander beten. Die, was an die Kirche sind, wir haben, das gibt so viele abgerufen an die Kirche und wir brauchen einander. Wenn wir einander nicht holen, dann wird es nicht so ran, als das nicht tut. Und von der nur mehr, wo wir dort weiter sein. Und das ist immer schwer, Kandidaten zu finden, die sich abstellen lassen, für was sie gerufen an die Kirche oder abgerufen an die Kirche, aber Gott will haben, dass wir mit Frieden helfen und taubschaffen, sodass Menschen dadurch abgebaut werden und auch Jesus Christus finden. Leib es nicht eigenkappig. Viertens, entpuch sich nicht. Schlachte er sagt, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Diese Eigenschaften sind sehr eng verbunden mit was wir groß Eifersucht hielten, aber sie sind auch mit dem, was wir im 5. Vers lesen, verbunden. Leib es nicht ne Sick. Dort hat mit dem großen Akt zu tun. Wenn ich bloß an mich selbst denken do, was ich will, was mir die meiste Anerkennung oder Aufmerksamkeit bringen wird, dann habe ich nicht Christus in Leib an mir. In Wirklichkeit habe ich als Kinder Gottes nicht Wort, worüber wir uns rühmen können. Alles, was wir sind, alles, was wir haben, kommt von wo? Von Gott. Ja, von Boven. Und Adam Clark erklärt, ein Christ kann nicht voll von sich selbst sein oder abgepüst sein, wie es er weiß, dort am alles gegeben wird, was er hat. Und dort er nicht wird als dort zu haben, was er hat. Jeder, der ein Hort voll oder ein Hort hat, was voll mit Gottes Liebe ist, als auch mit Demut voll, sagt er. Willst du als keiner, der mehr demutig ist, als der, den sein Hort von Sünden gereinigt ist. All
alles, was wir haben, alles, was wir sind, alles, was wir kennen, kommt von oben. Und deswegen sagt Paulus, dort wir uns nicht über diese Dinge rühmen sollen, die sind Geschenke von Gott, die wir verantworten sollen. Und wenn wir das belebt haben, wenn wir bekehrt sind, von ihnen geboren sind, dann wollen wir Jesus durch alles, was wir tun, verherrlichen wollen. In Kapitel 12 schreibt Paulus über die verschiedenen jesulige Gaben, die Christen vom Jesus Gottes kriegen können. Viele von den Korinther, die wollen wichtige Gaben haben, wodurch sie Anerkennung kriegen können. Und so sagt er sehr, nur dem dort all diese verschiedenen Gaben erwähnt hat, dann sagt er in 1. Korinther 12, Vers 29 bis 31, 1. Korinther 12, Vers 29 bis 31, sind dort alles Apostel, sind dort alles Propheten, sind dort alles Lehrer, kann die alle Wunder tun, haben die alle die Gabe zu heilen, kann die alle verschiedene Sprachen reden, kann die alle utleihen. Streeft ernstlich nach der höheren Gaben, sagt er. Einer redet mal mit mir und er sagt, und so viel wird, wie es auch nicht dort tut, was heute tut, dann wie ich nicht wirklich ein Christ. Und dann probt ich dort Biete bringen, kriegt dort, was Paulus hier sagt. Er sagt, guck mal, wir haben verschiedene Gaben. Und wie es auch eine andere Gabe hast, was du hast, meint nicht, dass einer besser ist als der andere. Da meint, dass wir einander brücken und fehlen. Wir sind Körper Christi, nicht? Verschiedene Körperteile. Wir schaffen taub. Einer ist eine Uhr, der andere ist eine Uhr. Und wir brücken unsere Gaben für Gottes Werk zu tun. Und dann nur dem Paulus das sagt, dann sagt er noch, er sagt, streeft ernstlich nach der höheren Gaben und ich will euch noch einen besseren Weg weisen. Und dann fängt er an, über Leib zu reden. Und wo Christus seine Leib an uns luten soll. Und das bringt uns dann zu unserer nächsten Eigenschaft, die wir in Gottes Wort finden. Das letzte Leibmerkmal oder Eigenschaft, das wir von der betrachten werden, finden wir im 5. Vers. Und dort sagt, der Leib ist nicht eingeschränkt. Sie ist nicht unanständig. Hast du eine englische Bibel aufgenommen? Was sagt das da? Does not behave rudely is what some Bible translations say. Unanständig sein, ich meine, für was von uns ist das klar, aber für mich wird das nicht ganz so sehr klar, unanständig zu sein. Aber ich glaube, wir würden alle verstehen, wenn einer sagt, dass wir nicht würden sagen, rude sein, wo wir uns verhalten und so weiter. Ich glaube, das wird vielleicht noch ein bisschen doller Antwort sein. Wenn wir Jesu Leib in uns haben, dann wollen wir proben, durch uns Verhalten zu verherrlichen, so wie groß Hirten. In 2. Korinther 4, Vers 20. In 2. Korinther 4, Vers 20 sagt Paulus, deswegen sagen wir nun Christus seine Vertreter oder Botschafter. Was meint das, ein Botschafter zu sein? Ein Vertreter zu sein. In Englisch sagt das Ambassador. Was meint das Wort? Krieg. Das kriegt man auch ein Ambassador als, nicht? Das sind die Menschen, die geschickt wurden, um eine Abgabe zu tun oder eine Botschaft zu bringen von einer anderen Person, right? Die nicht selbst kommen kann. So viele Länder, die haben Ambassadors für die Regierung. Der Präsident kann nicht überall sein, alle wegen sein, und deswegen schicken sie Menschen raus und die sagen, was für den Präsident tun. Oder in England hat die Königin auch so eine Menschen, was für erschaffen tun. Ambassadors. Und Jesus sagt, die sind meine Ambassadors. Das meint so viel, wie sind Jesus seine Hänge, die für ihn schaffen. Wie sind Jesus seine Feit, die durchgehen, wo er will. Und wie sind Jesus seine Müll. Und dort reden, was Jesus zu den Menschen sein will. Wie sind Jesus Christus seine Vertreter, wie sind seine Botschafter. Uns verhalten, wo wir sind,
so Jesu Life zu den Menschen reflektieren. Ich glaube, wenn ein Ambassador rütgeschickt wird, ein Botschafter rütgeschickt wird, und die sich ja unanständig sich benehmen dann, was geht dort dann zu dort lohnt? Ja, das gibt ein schlechtes Bild. Und dann kriegst so viele Menschen sagen, ich will nicht Christ sein, wegen die Christen, die sind alle was? Alles Heuchler. Ja, habe ich das mal gehört? Ja. Und das stimmt. Manchmal sind du was Ambassadors, ihr was für Christus, wird nicht sein für ein Ambassadors werden. Wird nicht wirklich dort ausleben, was sie behaupten, zu glauben. So. Und aber wenn wir dort dann ausleben, dann können wir sehr feine Botschafter sein, wie kann Gott durch alles, was wir tun, verherrlichen. Und das trägt Menschen, wenn die wirklich Menschen sein, dann, wenn Weltmenschen wirklich Christen finden, dann, die dort tun, was sie immer sein und reden, oh, das trägt Menschen. Das ist. Wir sollen utleiben tun, was. Nun, das gibt so eine, was sie direkt reden tun, oder eingeschickt handeln tun, und proben dann verhüllen, ob Natur zurecht vorgehen. Habe ich das mal gehört? Sorry, dass ich so reden über so sie, ich sehe immer so was, und ich sehe Knalls, und so sind die Knalls immer, was. Wir sind bloß so. Was soll eine gute Idee? No. Das, wo ihr hört, ich glaube alle, right? Wo ihr sagt, vielleicht weißt du von uns. Das stimmt, die besten Menschen brauchen das mal Gnade und Kraft von Buben, right? Beste Dinge zu bekämpfen. Aber wir können so eine Dinge nicht als Utrede brauchen, um uns zu rechtfertigen, wo wir uns benehmen dann. Leben ist nicht unanständig oder eingeschränkt. Meint auch, dass wir unsere Landsregierung ungeduldig bleiben sollen. Wir können nicht annehmen, dass Christen über die Gesetze am Land stehen. Paulus sagt ganz klar und direkt in Römer 13, Verse 1 und 2. Ich lese Römer 13, die Verse 1 und 2. Er sagt, laut allemal der Regierung ungeduldig sein, die Gewalt eben am Hafen. Wir waren dort nicht von Gott kommt, wir keine Regierung. Wir Gott hat die Regierung in euch geordnet. Dann ist die Janja gegen Gott seine Ordnung, die gegen die Regierung ist. Die, die gegen uns sind, wollen ein Urteil über sich kriegen. So wir müssen sogar Christi Leib in unserem Handel mit der Regierung reflektieren. Das soll euch gesagt werden, wenn die Regierung Wort von uns verlangen wird, was gegen Gottes Wort geht, ganz klar gegen Gottes Wort geht, dann müssen wir Gott Eier gehorchen, nicht? Das Petrus und Johannes damals deuten vor die Pharisäer. Aber durchschnittlich, wir sollen gute Beispiele sein, wir sollen unsere Regierung ungeduldig sein. Das wird Paulus hier sagt. Jesus sagt, dass das ganze Gesetz auf zwei Geboten hängen wird, dass wir Gott über alles Leib haben und dass wir unseren Nächsten so gut sind als uns selbst. Und das Leib, das wir haben, sind als eine selbstgebende Agape-Leib. Wir haben diese Eigenschaften von der betrachtet, die Leib hat, Leib ist geduldig, Leib ist freundlich, Leib wird nicht ewig, Leib ist nicht eigenköpfig und pucht sich nicht, Leib ist nicht eingeschränkt und ist nicht sick. Mag Gott uns helfen, an Leib zu wachsen. Ich glaube, wir haben alle noch zu wachsen. So geht mir dort. Und wenn wir so eine Einstellung haben und zu Gott beten, dann Gott, mir fehlt noch mein Leib. Help me, Gott. Dass ich würde durch alles, was ich da sei und denke, verherrlichen kann. Dass andere Menschen, wenn sie mich beobachten, dann, dass sie würden Jesus Christus sein können. Und das kann die dann, wenn der Jesus in Leib an uns sei. So mag Gott uns dabei helfen. Amen.